Genau, wir wollten eine kleine Analyse machen eigentlich von der aktuellen Situation, nur der katastrophalen Sozialrunde, wie sie dann letzte Woche benannt gegangen ist. Und ich wollte anfangen mit einem Zitat. Ich habe Versicht, sie so lange am Saal zu halten, dass sie gegen Joso und zu allem. Das ist mir nicht ganz gelungen, aber sie sind mir ob Manns da bleiben. Und das, meine ich, ist schon ein großer Erfolg. Aber sie haben ganz schlecht ausgesehen. Das heißt, die sind auch nicht gewinnt, Überstunden zu machen. War ganz schlecht ausgesehen, das möchte im Moment für alle Menschen, und zwar der Premierminister Luc Frieden, weil nur knapp 2 Jahre, wohin am Amt steht er für einem riesengroßen Birsch und Schiebeln von dem, was wir das Lützeburger Sozialmodell war. Der Premier so getreten, für das Land zu modernisieren, nur der vom Wahlkampf nie genau angekündigt, wer das ging heschen, was er will machen. Also sobald die Regierung am Amt war, also da losgegangen. Als ich habe eine ganz große Pensionsreform angekündigt, die aber im Wahlkampf thematisiert ging. Danach wollte die Regierung den Gewerkschaften ihre Verhandlungsmonopol bei den Kollektivverträgen wegschwellen. Und dann kam auch noch der Arbeitsminister, den ohne das mit den Sozialpartnern aufzuschwätzen, die Arbeitszeiten quasi komplett liberalisieren wollte. Die Bombe ist dann geplatzt bei der Rätselach von der Nation, von der Premier angekündigt hat, dass vor allem die Jungen 3 bis 5 Jahre mehr lang müssten schaffen, für schlussendlich Männerpension zu kriegen. Die Gewerkschaften, die haben reagiert, so gemerkt, dass sie bei dieser Regierung ein bisschen anders müssen gehen. Sie haben sich zu einer gemeinsamen Front zusammengeschlossen und sie haben hier stärkt gewiesen auf der Straße. Und ich meine, kann ich so, dass man nicht ein Erfolg war, nicht nur, weil 25.000 Leute auf der Straße waren, aber weil die Regierung zurückgerudert ist. Auch wenn sie auf keinen Fall wollte, das wohl Tripartit an den Mund holen, aber zu einer Sozialrunde zusammengerufen ist. Und das scheint ja auch plus oder moins gut geklappt zu haben, für im Sommer, weil für alle Gewerkschaften aber einen gewissen Optimismus gewissen haben und eigentlich mein Sprat waren, für am Hirsch weiter zu verhandeln, an der Hoffnung einen Akkord zu finden. Bis letzte Woche, wie wir gesehen haben, wo die Regierung die Gewerkschaften ablaufen gelassen hat. Sie hat nicht das über Sommer ein paar Bayer gebracht, was eigentlich für drin ausgemacht war, so wie wir das verstanden haben. Sie hat die Sozialpartner für eine fair Compris gestaltet und sie war auch nicht mehr bereit, für darüber zu diskutieren, was sie dann Neues gelöscht hat. Das Vogel friss oder stirbt Mentalität, die weiß zwei Sachen. Zum einen die Respektlosigkeit, mit der das Regierung für allem die Gewerkschaften entgegentritt. Und aber auch nicht die Autorität sich von dem Premierminister Frieden, diese schwere rote Furden durch das Zeit einer seiner CEO-Handhabung durchzieht. Die Konklusionen von der Regierung, von dieser Sozialrunde, du unterstreicht die Regierung hier fort Attachement au Modell sozial. Und sie schenkt davon auszugehen, dass es selbstverständlich ist, dass wir zurück an den Alltag gehen und dass dort Gewerkschaften und Patronat mit der Regierung am CPT über eine weitere Liberalisierung von den Arbeitszeiten diskutieren. Für euch stellt sich froh, ob die Gewerkschaften das Spiel mitspielen, weil wir in Interesse und sie am Anfang nach mit seinem unehrlichen und unverlässlichen Verhandlungspartner wie dieser Regierung weiter zu verhandeln. Eine Regierung sollte ja am Anfang, ob es ein Tripartit oder ein Sozialrunde ist, ein Mediateur sein zwischen dem Patronat und Gewerkschaften, denen hier Interesse an der Logik vom System entgegentstehen. Aber es war eigentlich die Regierung, die am meisten kompromissbereit war und die ihre Revendikationen unbedingt wollte durchbringen. Kann Ihnen also die Gewerkschaften keinen Vorwurf machen, wenn noch sie an der Seite werden abzählen, aber wenn sie dezidieren, ihre Revendikationen auf der Straße zu erkämpfen. Die Regierung ist, wenn sich den Inhalt von den Konklusionen anguckt, selbstverständlich zurückgerudert par rapport zu dem, was sie ursprünglich vorhat. Und trotzdem stehen massive Verschlechterungen für die schaffenden Leute entgegen. Zum einen haben wir die Sonderarbeit, die soll zwar über Kollektivverträge geregelt gehen, aber das ist auch nicht so, wie die Regierung jetzt sieht, dass das heute ein Kompromiss wäre zwischen den 15 Salarien oder 50 Salarien, was das soll Limit sein für Kollektivverträge zu haben, weil an der Konklusion steht, 30 Salariés équivalent temps plein. Weil an der Realität ist nicht ein temps plein Norm, aber ein temps partiel als Norm von den schaffenden Leuten. Das heißt, dass an der Realität wird die Limit, ab da wo Kollektivvertrag leidet,
gültig als echt dabei 40 bis 50 Leute leihen, also genau das, was Patronat eigentlich wollte. Mehr schlimmer sind dann natürlich noch, was Öffnungszeiten am Kommerz angeht. Das nicht nur ein CSV und der Premier Frieden, den 110 wieder gegangen ist, mir auch den DP-Minister Alex Dallas, weil es so ausgesehen am Sommer, wie waren auch hier in Öffnungszeiten, da Männer will liberalisieren, wie das wird ursprünglich gesagt gouf. An der Lage sind wir aber eine weite Ausweitung, sowohl an der Woche wie auch weekends. Mit Kollektivverträgen soll sogar eine quasi komplette Liberalisierung gehen, bis alldach an Uhr nachts. An ganz viele Fälle, nämlich alles, was Produkt de première Necessité ist, was sich alles kann sehen, soll es 24/7 möglich sein, abzuholen. Das heißt, dass zum einen der Sonntag ein Konsum an den Schaffdach soll gehen, wie all die anderen auch von der Woche, obwohl das eigentlich Konsens war, dass kein das will. An die Geschirde statt sind Salarien am Kommerz, nicht nur am Kommerz, auch am Gardiennage, am Nettoyage, an viele Sektoren, die eben da drunter hängen. Es sind die vulnerabelsten Arbeitsmarché, es sind die, die relativ schlecht Peien haben, die viel Druck haben, die nach dem Personalmangel leiden und die allgemein einfach relativ schwere Arbeitskonditionen haben. Sie wollen und sie können oft auch einfach nicht weiter Stunden schaffen. Das weiß sowohl der Quality of Work Index von der Chambre des Salariés, wie die Etude, die der LISER 2018 für das Wirtschaftsministerium abgestellt wird. Und daraus geht auch hier, dass die atypischen Horären, also Weekends schaffen, oben spät schaffen, Nuls schaffen, einen enormen Impact haben auf die mentale und auf die physische Gesundheit von den Leuten, die nicht können ihre Sport machen, die nicht können benevol oder kulturell sich engagieren, die Schwierigkeiten haben, ihr Privat- und ihr Berufsleben in den Hut zu bringen. Es sind größtenteils a langer Zeit Mammen, die Probleme haben mit der Kinderbetreuung, die Probleme haben mit der Mobilität. Und Frauen, die sich natürlich auch nicht immer wohl spüren, wenn sie bis 10, 11 Uhr müssen lange am Geschäft stehen und dadurch können Geschäft so machen. Und noch die Frauen, die Chambre des Salariés an den Staatsrat abgeworfen haben, die bleiben weiter pertinent. Zum einen hat die Regierung eine Etude gemacht, was das für einen Impact auf Konsumverhalten hat und ob das überhaupt eine Demande ist von den Konsumenten. Zum anderen selbstverständlich einen Impact auf Salarien, aber auch den Impact auf die kleinen und Mittelbetriebe, die nicht dieselben Möglichkeiten haben wie die Großschäden, für überhaupt mit denen dort eine Liberalisierung von Ouvertureszeiten mitzubehalten. Und muss ich noch sagen, dass es doch kein Druck vorbei geht, weil dort sind, also an der Großregion sind die Ouvertureszeiten weitaus mehr restriktiv wie heute zu Lützeburg. Das heißt, es gesagt, Zahlen und Fakten interessieren die Regierung nicht. Sie geht einfach für und mit einem puren Klientelismus, mit purer Ideologie. Und ich meine, das gesagt, nicht nur was das Arbeitsrecht angeht, aber auch für allem bei der Pensionsreform. Marc. Genau. Stichwort Pensionsreform. Das hat schon alles immens bossisch angefangen, nämlich dass am Wahlkampf das Sujet von den Pensionen weder bei der CSV noch der DP in irgendeiner Form wirklich ein größeren Sujet war. Und auch am Koalitionsakkord, den die zwei Parteien geschlossen haben, es geht von den Pensionen kaum jetzt steht etwas von einem kleinen Kado und Assuranzen, an dem man den dicken Paien. Und so geht es mal gucken, dass wir ein stabilisierendes Pensionssystem. Und die erste Kehr, wo auch typisch für das Regierung wie zum Sujet ging, das war am November 2023, wie an einer Kommissionssitzung, ob Nofro hin den Sekretärsozialminister gesagt hat, Bombenplatze gelos wird und gesagt wird, ja, den ersten Pilier dem Lehreverfahren soll Wichtigkeit verlieren, und den zweiten und dritten Pilier, also Privatassuranzen, sollen generell Bedeutung gewinnen, und das wird Zukunft von unserem Rentenmodell. Also gefangen mit einer kompletten Vorstellung von dem, was wir am Moment haben. Das ist ein Stück, und das weitergegangen, dass du gesagt hast, ja, wie können sich das vorstellen? Du hast gesagt, auch von der Sekretärsozialminister, mit der Reform von Marx Di Bartolomeo von 2012 einfach radikal vorziehen. Das heißt, dass die letzte Verschlechterungen nicht erst 2052 sind, aber schon vielleicht 2032. Dono als Premier und de Mikro gegangen an huet irgendetwas gefaselt von einem Cappuccino-Modell, den sich an Holland angeguckt wird, was auch ganz stark auf den zweiten Pilier, das heißt Betriebsrenten,
abgebaut als ohne irgendwie können zu so wie zu Lützeburg soll funktionieren, weil die Cappuccino-Modell funktioniert, obwohl nicht gut das funktioniert, just mit Stärke Kollektivverträge, das ist aber gerade das Regierung, die Kollektivverträge schwächen wollte. Du hast gesagt, dann, wenn schon so viel geschwärzt wird, dann sollen die Leute alle Ruhe mit schwätzen und du hast eine Kampagne gemacht, die schwätzt mit, wo die Leute dann effektiv gesagt haben, was hier Prioritäten sind, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Rauskommen als dann dünn dem Premier seg legendär Wahnwitze schriet zur Lach von der Nation, wo dat opgegraf wird, wat Kevel nämlich 3 bis 5 Jahre lang schaffen. Man kennt Geschicht rauskommen als lo an Etappen bis zu 8 Monate lang schaffen, an 8 Monate lang schaffen auch just für einen kleinen Teil von der Rentner mehr hun aufgrund von Question parlamentären, wo man können beziffern. 2024 werden dat 22% von den Leuten gewirrscht, die an Pension gegangen wären. Und du gesagt ihnen einfach, dass das ein rein ideologisch Approach ist. Wir sind am Gang auszurechnen, was das dann wirklich für einen Impact hat. Am allergünstigsten Fall kommen wir ob dann, wann die Reform ganz greift, wann 8 Monate lang geschafft wird, ob 50 Millionen Euro Männer Depensen, die doten Mesure bedeuten. Am allerbesten Fall an auch Abstraktion davon, dass wenn ihr mehr lang kotisiert, ihr noch mehr Rechte habt. Für das Verhältnis zu setzen, als Kotisationserhebung von 8 auf 8,5 bringt 540 Millionen Euro, 180 Millionen für Jitfried von denen 3, also für Salariat, Patronat an den Staat. Das heißt, du siehst immer, den Hauptlast von der Fiabilität, von der Stabilität, das sind Kotisationen. Der Rest als ein ideologischen Gimmick, den nicht dazu beiträgt, dass das Pensionssystem mehr stabil ist. Man stellt noch fest, dann das wird auch Carol Fedro gesagt, dass die Regierung Vertrauen verspielt an regelmäßig Wort bricht. Wenn wirklich alle Vertreter von den Gewerkschaften es eindeutig verstanden haben, dass den Ajustement für allemal gerettet ging, so haben wir dann lo festgestellt, dass es just bis 2030, respektive bis 2033 gerettet ist. Auch da als die Regierung hat hier wieder zurückgegangen. Par contre, der Bereich, wo immer gesagt wird, da muss man etwas machen, bei den Mindestpensionen geschieht radikal gut nichts. Die bleiben auf einem Niveau, den unter der Armutsgrenze ist, was man dazu dienen wird, dass 12 von den Leuten, die an der Pension sind und die dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, zuletzt von Jahr zu Jahr immer weiter an die Glut geht. Da gibt es irgendeine Allokation versprochen, die erstens mal all gut Frontalien ausschließt, die haben dann nichts von der Allokation, und das ist dann etwas, was sich wahrscheinlich irgendwo erreicht, und dann zwischen der Allokation de Vichère oder dem Revis gibt es dann noch eine dritte Allokation speziell für Rentner. Die aber ein dicke Kado gemäht kriegen, und die lässt sich auch beziffern, schon an der Kommission gefragt, das ist also ein Budget von 25 Millionen Euro. Das ist der Absatz vom Freibetrag für Privatassuranzen zu machen von 3.200 auf 4.500 Euro. Auch da sehen wir nicht, was den Rapport ist. 25 Millionen als der Staat berät, Leute, die eine dicke Pai haben, zur Verfügung zu stellen, quasi ein grosses Kado zu machen, und die Leute mit den dicken Paien an und Assureuren, die dann die Privatassuranzen gerieren. Und es laufen Alternativen, das Salariatskummer, Gewerkschaften sind nicht mitgehen, einer Pisten andauernd abzuweisen. Und noch mehr als Link haben für ein ziemlich genau einem Jahr, den 17. September, eine Pressekonferenz gehalten, wo wir ein Modell präsentiert haben, das fiabel ist, den das Pensionssystem auf die nächsten Jahrzehnte aufgesichert hat, das sozial gerecht gewirrscht wird, die gegen das Phänomen von der Altersarmut vorgegangen wird. Ich wiederhole noch einmal, weil wir holen die Invitation von den Gewerkschaften natürlich entgegen, dass die Partei solle 5 bekennen, aber wir haben mänglisch 5 bekannt. Das allererste, was wir gemäht hätten, dass wir den Kotisationsdeckel von 5-mal den Mindestlohn abzuheben, ohne dass da neue Rechte entstehen.
Du hast immer an der Vergangenheit gesagt gehen, ja, Staatsbeamten dürfen sich bestimmt dagegen wehren. Bis mehr aber auch noch Reunionen mit der Staatsbeamte-Gewerkschaft hinnen auch viel gerechnet und das ganz wenig von ihren Leuten von der Betracht wären. Und auch just auf einen ganz, ganz kleinen Deal. Und das tun wir auch hören aus den Verhandlungen, dadurch CGFP berät wir die Mesure, umzuholen, dass die Kotisationsdeckel abzuheben, ohne dass dadurch nennenswert neue Rechte entstehen. Eine zweite Mesure ist, dass ob wesentlich mehr Elemente von der Arbeit auch kotisiert wird, dass darauf Überstunden kotisiert wird, zum Beispiel die im Moment frei sind, dass auch Leute, die schon an der Pension sind, noch schaffen, an ein Salär kriegen, aber auch Kotisationen bezahlen müssen. Die zwei Mesuren zusammen hätten rund 800 Millionen mehr Resetten wäre sozial gerecht gewesen. Wir haben eine weitere Mesure proposiert, für die Ausgabe von der Pensionskasse zu reduzieren, an dem die Prestationen, die am Fonds nicht bei Pensionskasse gehören, wie zum Beispiel die Saläre von der Beamten, sollen dann auch wie bei anderen Verwaltungen vom Staat überholt gehen. Auch das wäre eine Spurmesure gewesen, die wir proposiert hätten. Den Ajustement d'allocation de fin d'année hätten wir sicher verankert, dass die nicht mehr Verhandlungsgegenstand als die wir blieben. Und wir hätten den Montant von der Mindestpension abgehoben und Blut gesagt auf dem Niveau vom sozialen Mindestlohn. Und wir haben uns das auch alles ausrechnen lassen. Von der IGSS und rauskommen ist, dass allein die vom Kotisationsdeckel plus die anderen Mesuren wären wir ruhig gewesen. Also hätten wir Pensionskasse exzedentär gewesen bis an 30er Jahren. Dann wären wir um Kotisationen gegangen, hätten die abgesagt von 3 auf 8, von 3 mal 8 auf 3 mal 9%. Und auch das wird die IGSS als ausgerechnet. Just die Mesuren hat dazu gefordert, dass die Legalreserve von der Pensionskasse, von der Rentereserve bis 2050 assuriert gewesen wäre. Das ist genug Zeit für sich anderen große Probleme am Land können zu stellen, es wäre auch sozial gerecht gewesen und es hat keine Wege gedauert. Und ich will auch daran erinnern, dass 1977 schon in dem Moment mehr intelligenten Patronat zusammen mit dem Salariat einen Akkord ausgemäht und dass am Zweifelsfall, wenn wirklich gar nicht mehr durchgehen, sie bereit wären, ob 10% jeweils Kotisationen zu bezahlen. Das war 1977. Mehr Hulomol 3 mal 9, Plafond, wäsch, andere Elemente von Arbeit mit kotisieren, das immer bis 2050. Gut, wenn wir auf 3 mal 10, eventuell dann 2050 müssen gehen. Spengen von uns wird das keine erleben. Auf jeden Fall für zu sagen, es gibt Alternativen, es gibt fiable Alternativen, die gut gewesen wären. Den Premier hat gesagt, hier will das Pensionssystem in 15 Jahren aufsichern, rauskommen, dass das in 3 Jahren aufgesichert wird, mit ganz viel Chaos und Konflikt dazwischen. Wie geht es Lofir und Carole, du gedeutet, Gewerkschaften werden andere Formen fanden müssen, für ihre Revendikationen, für denen Gehör zu schaffen, mehr sind auf der Seite von den Gewerkschaften, mehr unterstützen, sie daran. Und wir sind auch bereit, den Paris umzuholen, für das wirklich zum Wahlkampfthema 2021 zu machen. Ich meine, dass wir gut abgestellt sind, dass als Proposen Hand auf Fuß sind, dass sie durchgerechnet sind, und dass das uns an eine Position bringt, wo ich noch immer von der DP und von der CSV erwarte, bis heute zu hören, wie hier ein Modell oder hier Zukunftsvision da gäbe ausgesehen. Und ich will mal eine letzte Anekdote abhalten aus der Kommissionssitzung, die für Purdisch war, wo dann die Ministerin, Depré, Michaud, Roth und den CEO da sitzen und schon gesagt, wenn der so assistiert, alle gut, dass der Sozialdialog erst wichtig wird, dass das Modell von der Tripartite nicht tot wird, wäre dann nicht ein Zeichen vom guten Willen, dass das, was der Lo an den Tripartitsinstitutionen gehen wird, nämlich die Arbeitszeitorganisation, dass heute Wort gibt, dass just das umsetzt, wo die zwei Partner sich eins gehen. Und nicht gehen Überschneidungen zwischen Patronat und Salariat, was die Frage von Arbeitszeitorganisationen geht. Das wir ein Zeichen von gutem Willen gewiesen, die Gewerkschaften, die Sozialpartner, dem Lützebäuer Modell.
an den Arbeitsminister Micho huet erstaunlicherweise geantwortet, man natürlich Herr Baum. Natürlich werde mehr nicht umsetzen, was nicht auch der Schrift von den Gewerkschaften dreht. Größt Erstaunen op Oppositionszeit, bis der CEO dann huet missen opsprangen an sehr bei den Arbeitsminister gelaf kommen, him an Dauer flüsteren, an huet den Arbeitsminister dann op Nofrohi gesagt, nee, wir falsch versterne gin, dat wir natürlich net so. Da das de Niveau vun Organisation vun dieser Regierung et as Chaos, Krisen a Konflikte diese produzieren, kann ich just hoffen, dass die 3 Jahre, die man nur noch bis zu Wahlen brauchen, dass sie sehr gehen.